Moje, Jodedach! Okay, bringen wir es hinter uns. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nein, es ist kein Derby. Und es ist auch für mich kein Nachbarschaftsduell. Wenn überhaupt, dann ist es ein Aufeinandertreffen zweier völlig verschiedener Welten, die zufälligerweise nebeneinander wohnen. Eigentlich gibt es nur eine Seite, für die es ein Derby ist, weil sie von diesem Gefühl leben, von diesem Gedanken, sich über Abgrenzung zu definieren. Und selbst in ihren größten Momenten mussten sie uns erwähnen. Ja, und das sagt eigentlich schon alles über sie. Ob wir wollen oder nicht, wir sind bei ihnen ständig präsent. Wir leben mietfrei in ihren Köpfen. Und ich sage das nicht einfach nur so daher. Ich bin in diesem Umfeld aufgewachsen. Ich bin dort geboren. Ich kenne das alles. Ich kenne die ganzen Ecken dort. Ich kenne dort weiterhin die ein oder anderen Leute. Ich habe dort meine Bekanntschaften, meine Freundschaften, an denen ich bis heute hänge, die aber Gott sei Dank unabhängig vom Fußball laufen. Aber merkt euch eins, es gibt genug FC-Fans, die in deren Stadt leben und mit denen ich auch Kontakt habe. Aber mal abgesehen, dass ich dort geboren und aufgewachsen bin, das hat sich für mich nie wie mein Zuhause angefühlt. Nicht vom Gefühl her und erst recht nicht von der Mentalität. Es gibt da halt diesen kleinen Unterschied, diesen feinen Vibe, der für mich alles ausmacht. Und genau das habe ich beim ersten FC Köln als kleiner Junge gefunden. Ja, und wenn es in Deutschland einen Ort gibt, mit dem ich mich wirklich identifizieren kann, dann ist es Köln. Ja, und auch ich gewähre ihnen nicht diese Akzeptanz. Deswegen ist es für mich kein Derby. Für mich ist das, wenn überhaupt, ein Aufeinandertreffen zweier völlig verschiedener Verständnisse von dem, was Fußball überhaupt ausmacht. Zwei verschiedene Vorstellungen davon, was ein Verein sein sollte, was Fan sein bedeutet und was es heißt, für seinen Verein durchs Feuer zu gehen und auch mal Scheiße zu fressen. Hashtag zweite Liga. Und das bedeutet auch, in den Momenten zu bleiben, in denen es weh tut. Treue zu halten, wenn es unbequem wird. Denn Real Talk, würden die mal absteigen, würden nur die Gästefans bei denen die Bude voll machen. Da prallen halt für mich keine richtigen Rivalen aufeinander und genau deshalb werde ich ihnen keine Bühne geben. Es werden keine Namen des Vereins genannt, keine Hashtags, keine Aufmerksamkeit. Ist mir egal, wie wenig Klicks das Video macht. Ist mir egal, ich verdiene eh kein Geld damit. Ist eher für die Community. Und das tue ich nicht, weil ich es könnte, sondern weil ich es nicht will. Weil ich nicht bereit bin, diesem Konstrukt die Anerkennung zu geben, die sie von unserer Seite aus gerne hätten. Und ja, mir ist bewusst, sie waren zuletzt erfolgreich. Sie haben Titel geholt. Das kann man alles sehen, das kann man alles einordnen. Aber Akzeptanz ist nochmal was ganz anderes. Und die bekommen sie von mir nicht. Weil sie für mich sinnbildlich für das stehen, was viele von uns am modernen Fußball kritisieren. Für Umgehungsstrategien, für Konstrukte, für einen Umgang mit 50+1, der sich nicht mehr nach Fußball anfühlt. Und ja, da kann man jetzt diskutieren, wo das alles angefangen hat. Aber für mich ist klar, sie waren einer der Türöffner für all das, was wir heutzutage kennen. Red Bull, Hoffenheim und so weiter. Und das alles sind die Gründe, weshalb ich mich dazu entschieden habe, ihnen nicht noch mehr Raum zu geben. Meine Bühne ist klein, aber selbst wenn sie klein bleibt, ich werde sie nicht dafür nutzen, um genau das weiter groß zu machen. Denn Aufmerksamkeit ist Währung und ich entscheide, wo ich sie investiere. Und genau an diesem Punkt beschäftigen wir uns jetzt wieder mit den schönen Dingen im Leben, mit dem ersten FC Köln. Wobei, euch allen dürfte jetzt bekannt sein, keine so gute Nachricht. Die Saison ist für Ragnar Ache leider Gottes gelaufen und wir müssen im Sturm improvisieren. Ja, René Wagner hat mehr oder weniger gesagt, dass das Problem im Sturm dann eher über die gesamte Mannschaft hinweg gelöst wird. Das heißt, man wird wahrscheinlich taktisch variieren. Man will im nächsten Spiel entsprechend mehr Aggressivität zeigen. Und er wurde auch nochmal auf Luca Waldschmidt angesprochen, der ja im letzten Spiel den Ausgleich erzielt hatte per Elfmeter. Und ja, es ist ein bisschen schwammig, ob er jetzt irgendwie von Anfang an spielt oder nicht, weil er hat mehr oder weniger angedeutet, dass Waldschmidt eher jemand ist, der auf den Ballbesitz der Mannschaft im Gesamtkollektiv angewiesen ist, damit er überhaupt Tore schießt oder uns unterstützen kann. Das ist natürlich nachvollziehbar. Ich bin natürlich gespannt, was man sich da entsprechend einfallen lässt. Jedenfalls, Wagner hat gesagt, sie werden aggressiver gegen den Ball arbeiten müssen. Beziehungsweise er sagte, wir wollen dafür sorgen, dass wir auch den Ball behalten und die Wege weit machen. Dadurch werden sich Räume öffnen, die wir mutig bespielen wollen. Naja, viel sagt mir diese Aussage jetzt ehrlich gesagt nicht aus, aber ich lese einfach kurz und knapp daraus, man will aggressiver spielen und mehr auf Ballbesitz gehen. Welches System auch immer dort genutzt wird, das werden wir vor dem Spiel dann noch sehen. Die besagten Namenlosen haben ja zuvor gegen die Bayern gespielt im DFB-Pokal. Nochmal herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München an der Stelle, aber ich lasse mich davon nicht beeindrucken, dass sie jetzt unter der Woche ja nochmal ein bisschen mehr Belastung hatten als wir, weil die sind es ja gewohnt und wir nicht so sehr. Deswegen, ganz ehrlich, ich habe mich auch bewusst entschieden, in diesem Spiel keinen Tipp abzugeben, weil ich kann mittlerweile nicht mehr einschätzen, wie sich die Mannschaft verkaufen wird, wenn wir gegen die spielen. Aber ich möchte an der Stelle auf jeden Fall auf eine Sache hinweisen, Leute. Ein Teil ihrer Existenz ist der Hass auf uns. Das ist ein ganz klarer Teil ihrer Existenz. Und Hand aufs Herz, ich weiß noch nicht mal, ob die uns nicht vielleicht sogar mehr hassen, als das die Gladbacher tun.
tun. Ich selber habe den Eindruck, ja, es ist so, weil es Teil ihrer Identität ist. Egal, wo du welche von denen im Ausland mal antriffst und denen mal zuhörst, die sagen direkt, and we hate FC Cologne. Hörst direkt so, das muss unbedingt mit rein in deren Fanbiografie. Und deswegen, Leute, egal ob das manche von euch ernst nehmen und dieses Duell genauso wie ich nicht irgendwie als Derby sehen und noch nicht mal als Nachbarschaftsduell, wir müssen am Samstag alle zusammenhalten. Alle, egal welche Strömung an FC-Fans, egal wie du politisch stehst oder sonstiges, egal ob du irgendwie für oder gegen 50+1 bist, egal ob du irgendwie ein ganz anderes Mindset im Leben drauf hast, lass uns alle zusammenhalten am Samstag. Lass sie uns wenigstens kaputt schreien, kaputt singen. Lass uns ihnen zeigen, was eine wirkliche Fankultur ist. Und ob die Mannschaft das übernimmt, das sei mal dahingestellt. Aber ich sage ganz klar, lasst uns denen wirklich mal zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Lasst uns am Samstag alle Brüder und Schwestern sein. Eine Familie, so wie man es immer über uns sagt. Lasst uns ihnen zeigen, zumindest auf fantechnischer Basis. Selber gebe ich keinen Tipp ab, habe auch diesmal nicht zum Tippspiel aufgerufen, weil ich kann es nicht einschätzen und ich glaube auch, wir würden auch generell eventuell selbst mit einem Punkt für eine Überraschung sorgen. Aber es wäre eine angenehme Überraschung. Wir wissen ganz genau, wie wichtig das jetzt ist im Abstiegskampf. Ich hoffe natürlich, dass es an diesem Wochenende auf den anderen Plätzen auch zu unseren Gunsten läuft, weil letzte Woche war halt nicht so optimal für uns, bis auf ein paar Ausnahmen. Vor allen Dingen der wiedererstarkte VfL Wolfsburg. Da hoffe ich doch, dass es nur temporär war, nur ein Spiel. Wir brauchen nicht so eine Zitterpartie im Tabellenkeller. Hoffentlich halten wir sie weiterhin auf Abstand. Hoffentlich können wir den Klassenerhalt bald eintüten. Fakt ist, sollte uns dann eine Überraschung gelingen, dann gibt es keinen Zweifel mehr, dass uns das gelingen könnte. Ja, dann schauen wir mal, wie ich auf dieses Spiel reagieren werde. Das wäre alles, was ich da erstmal zu sagen habe. Wie gesagt, heute nur ein kleiner Real Talk an der Stelle. Keine großartige Show oder sonstiges, sondern einfach nur das, was mir auf dem Herzen lag. Und in diesem Sinne für heute bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen ist sie alt. Leo, mit dir hat all den größten